Grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. It's Kasperl. The Dragon Lord shall rule no more. We spilled his guts upon the floor. Yes! Rainer ist offiziell komplett weg von YouTube. Er hat die entsprechende E-Mail bekommen während einem Stream auf TikTok. Da ist er im Übrigen auch gerade gebannt für 7 Tage, glaube ich, irgendwie geblockt. Die Optionen gehen ihm aus. Also ganz zu schweigen davon, dass er ohne die Kohlen, die er über YouTube gekriegt hat, definitiv nicht mehr in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Auf Twitch ist er gesperrt worden. Wenn er jetzt einen neuen Twitch-Account macht, wird er instant gemeldet und nochmal gesperrt. Da kann er kein Geld mehr verdienen. You know, selbes Prozedere. Wie gesagt, sogar auf TikTok ist er jetzt aktuell, hat er das aktuell einen Strike und kann eine Woche lang nichts machen. Dem blutet die Kohle aus dem Arsch. Und er wird früher oder später feststellen müssen, dass er im Internet keinen Fuß mehr in die Tür kriegt. Das ist großartig, weil das wird das Game beenden. Rainer hat in einem von seinen TikTok-Gedöns irgendwie gesagt, ja, hier, es gibt Leute, die sagen, ich soll mich aus dem Internet löschen, es gibt Leute, die sagen, ich soll es nicht machen. Rainer, die einzigen Leute, die das sagen, dass du dich nicht aus dem Internet löschen musst, also die Hater haben gesagt, ich soll mich löschen, andere Hater hätten gesagt, er soll es nicht tun. Die Leute, die sagen, er soll es nicht tun, sind keine Hater. Die Hater wollen, dass er sich aus dem Internet löscht. Punkt. Die Leute, die ihn da weiter anfeuern, sind keine wirklichen Hater. Das sind Leute, die wollen den Tanzbär tanzen sehen. Das sind irgendwelche abgefuckten Hurensöhne, die sich denken, hier, ich habe nichts Besseres zu tun, als mich über den Dicken lustig zu machen. Und deswegen möchte ich, dass das Game so lange wie möglich weitergeht. Jeder von den richtigen Hatern will, dass er sich löscht, dass das Game beendet wird und dann kümmern wir uns um andere Scheiße. Ja, richtige Hater hassen Rainer aufgrund dessen, was er tut, was er gesagt hat und wollen, dass er rausgeht aus dem Internet. Und wollen, dass das Game endet, lieber gestern als heute. Leute, die das weiter treiben wollen, sind keine richtigen Hater. Sondern es sind einfach Leute, die wollen ins Affenhaus gehen und zugucken, wie der Schimpanse Scheiße wirft. Die können sich, wenn solche Leute da sind, die sagen, nee, hier kommen, wenn Rainer irgendwie endgültig besiegt ist, dann ist ja unser kostbares Game am Arsch. Wenn Leute hier in meiner Community sind, die können sich grob quer selber in den Arsch fecken und sich verpissen. Ja. Das grobe Ziel ist, Rainer mit seinen sexistischen, rassistischen, seinen ganzen Schmutz, mit seiner Wien-Aussagen, den ganzen Gedöns, was ich euch 1000-mal erzählt habe, was ihr 1000-mal bei Serial gesehen habt, rauszunehmen aus dem Internet. Ja, das gehört an den Stammtisch von rechtsradikalen Dummdödel und nicht ins Internet. Das ist das Ziel. Jeder, der dieses Game zwangsweise weiter schüren will, nur um den Tanzbär tanzen zu sehen, kann sich ganz geschmeidig ins Knie ficken. Ja? Und je früher Rainer merkt, dass er im Internet keinen Fuß mehr in die Tür kriegt, desto besser. Ja, dann lass uns mal ehrlich sein, der Mann wird in seinem Leben nie wieder eine ehrliche Arbeit haben. Er wird zwar behaupten, wegen die Hater, ich kann mir ja nirgendwo, weil jede Firma, die mich theoretisch einstellen würde, wäre hier so ein großartiger Dude bin, der alles kann und alles macht. Die stellen mich nur deswegen nicht an, weil sie Angst haben vor die Hater. Bullshit, die stellen nicht an, weil er sich behindert gefressen hat. Rainer hat sich behindert gefressen, er wiegt 250 Kilo, der kann keine 10 Meter mehr gehen, ohne dass er in Schweißausbrüche ausfällt. Ja? Und
auch wenn das nicht wäre, war er schon immer arbeitsfaul. Rainer hat es geschafft, wirklich in jeder Zeitarbeitsfirma im Umkreis von 100 Kilometern um seinen scheiß Wohnort rausgeschmissen zu werden und Zeitarbeitsfirmen neben jedem Dulli. Für jede scheiß Arbeit und wenn's Kloputzen ist denen scheißegal. Der war sogar dafür so inkompetent. Rainer hat gedacht, er wird jetzt der große Internetmogul und er macht hier jetzt den Kanal auf und danach feiern ihn alle und schmeißen den Barren ins Gesicht und es hat nicht funktioniert und er hat es jetzt nach 10 Jahren immer noch nicht begriffen, dass das nicht der Weg für ihn ist. Er ist jetzt rausoperiert worden wie der Tumor, der er ist, aus dem Internet und er wird auf YouTube keine Kohlen mehr machen, ja? Er wird es jetzt versuchen auf anderen Plattformen, das wird alles in die Binsen gehen, weil ich weiß nicht, welche komplett gehirnamputierten Kernbehinderten bei YouTube gesessen sind, die dafür gesorgt haben, dass der Kanal noch so lange Bestand hatte, aber die gibt es halt bei allen anderen Plattformen nicht. Auf Twitch ist er schon gesperrt worden, wenn er dann auch mal versucht hinzukommen. Ja? Try it. Wingel wird auch ins Klo verlaufen. Er hat es sogar einen Strike auf fucking TikTok. Ja. Am Arsch. Der kriegt aus dem Internet keine müde Mark mehr und er wird dementsprechend demnächst gezwungen sein, seine Internetpräsenz zu beenden, zum Arbeitsamt zu gehen, Hartz aber 4 und hurra die Gams. Und ich feiere das. Wie gesagt, arbeiten wird er in seinem Leben nicht mehr und dann kann er entweder unter der Brücke oder in Sozialwohnung wohnen, ist es mir scheißegal. Hauptsache, ich muss ihn mit seiner kreisligen Fettfresse nicht mehr sehen, wie er sexistische Scheiße verbreitet, rassistische Scheiße verbreitet und das Ganze danach relativiert und dann sagt irgendwie Leute, die ihn deswegen hassen, sind alles Mobber und Internet, Cybermobbing, ladida. Feierabend ist und Ruhmpuff. So. Rant zu Ende. Jetzt besteht natürlich die Frage, was passiert mit diesem Kanal? Ich bin jemand, ihr kennt mich, ich habe eine relativ starke Meinung über sehr viele Dinge. Wenn ihr Bock drauf habt, ich werde die Tage im Community-Tab eine Umfrage starten. Wenn ihr Bock drauf habt, werde ich, wenn das Game beendet ist, den Content auf diesem Kanal ändern. Dann werden alle reiner bezogenen Videos runtergenommen und wir fangen hier bei Ground Zero an. Und dann geht's um Sachen wie Videospiele, Bücher, Serien, Filme, aktuelle Ereignisse, Politik, was auch immer, alles was mich interessiert. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, ich werde eine Umfrage im Community-Tab machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt mir Bescheid. Wenn ihr keinen Bock drauf habt und sagt hier, reiner Content ist das Einzige, was uns interessiert hat, was du, dummer Dulli, zu labern hast, juckt uns nicht. Könnt ihr auch machen. Im Gegensatz zum Wingel werde ich tatsächlich dann darauf hören, was meine Community mir sagt. Und wenn die Community sagt, hier, Game ist vorbei, verpiss dich, Digi, dann werde ich mich verpissen. Wenn die Community sagt, Game ist vorbei, aber wir würden gerne mehr von dir hören, wenn es um andere Themen geht, werde ich weitermachen. Ich werde dann versuchen, ich kenne Leute, die sich ein bisschen auskennen, Videobearbeitung und so, ihr wisst, ich bin kompletter Technik-Trollo. Ich werde mir Leute suchen, um das Ganze ein bisschen professioneller zu machen und dann, wir wissen alle, wie aktuell die wirtschaftliche Situation ist, dann wahrscheinlich auch, wenn der Content eine gewisse Qualität erreicht hat, die ich monetarisierungswürdig finde, würde ich dann auch Monetarisierungen aktivieren. Mit dem Drachengame möchte ich kein Geld verdienen, weil das ist my own guilty pleasure. Wenn ich tatsächlich da Arbeit reinstecke und das ein bisschen so intensiver wird von der Arbeit her, könnt ihr es mir nicht verdenken, dass ich für die Lebenszeit, die ich dann da reinstecke, vielleicht mal die eine oder andere Mark 50 mal mitnehmen würde.
Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, ich werde eine Umfrage machen im Community-Tab. Sagt er ja, sagt er nein. Wir werden es sehen. Aktuell ist es ja noch gar nicht sicher, ob das Game tatsächlich vorbei ist. Aber ich sehe es in den nächsten paar Wochen kommen, weil der wird jetzt Stück für Stück auf allen Plattformen, die er sich als Alternative überlegt hat, weggebannt werden und dann wird er feststellen, dass er tatsächlich hier besiegt Edzardler ist und dann ist vorbei mit der Scheiße. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf mich habt, sagt er mir Bescheid. Wenn nicht, sagt er mir auch Bescheid. Ich werde es dementsprechend tun oder auch nicht. Und ich wünsche euch was. Ein schöner Feierabend. Reißt euch eine Häube auf. Tut nicht, was Rainer tut und Medal off.